Tag 359. Ein neuer Anfang. Another dream about him. Okay, das war jetzt, würde mal behaupten, intensives Storytelling pur. Ach du Scheiße. Gut, ich verstehe, warum es Leute gibt, die lieber das Originalspiel von DS zocken und hier auf der PS4 oder PS3, je nachdem natürlich, die Cutscenes gucken, weil das war jetzt gerade Hardcore pur. Aber wir verstehen jetzt einiges besser, obwohl ich nicht ganz verstehe, wieso das Spiel hier nicht einfach irgendwie Chain of Memories 2 heißt, würde irgendwie auch ganz gut passen. Oh Mann, ey, Riku, was ist mit dir los? Sehr gut, einerseits, als ob es irgendwie ein Ensem verwandelt war, oder sogar sein Wächter dabei, oder wie das Vieh heißt, auch nicht schlecht. Aber andererseits war er trotzdem noch er selber, mehr oder weniger, weil er hat ja Roxas nicht gekillt und ja, was mit Sora ist, kein Plan. Ja, Roxas, es ging hier um ihn. Wir haben auch viel von X erlebt. Also, was das betrifft, reines Storytelling, das ist einfach ein richtiger Mindfucker gewesen. Ganz ehrlich, die Frage natürlich, die man sich so stellt von der Reihenfolge, wa? Da fragen man sich ja immer so bei den Kingdom Hearts Teilen. Welche Reihenfolge soll ich die Spiele zocken? Ich hätte theoretisch nach Kingdom Hearts 1 direkt Kingdom Hearts 2 zocken können. Und dann in der Rückblende quasi Region of Memories und hier 358 Days Over 2. Dann ich so gewisse Dinge auch ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt habe ich diesen Weg gewählt. Bislang bereue ich es noch nicht. Ist jetzt einfach eher so, dass ich. Roxas Nummer 13. Ja, er hat offenbar irgendwie seine Erinnerungen dann doch wieder verloren. Ist jetzt irgendwie, oder hat neue Erinnerungen, ist jetzt ein komplett neuer Mensch und so. Dafür hat er Sion vergessen, jetzt komplett. Und Exe vielleicht auch, oder kein Plan, ist zumindest nicht meine Organisation. Und was die Organisation selbst macht mit Semnes, dass ich am Anführer und so, ob sie darüber erfreut sind, dass Sion weg ist. Und ja, Rox ist offenbar auch nicht mehr zu ihnen gehört. Ja, was soll man sagen? Das Spiel ganz ehrlich, das ist ein richtiger Plot-Twist. Du hast eine Menge erfahren. Auch das mit niemandem und so. Gut, wie sie genau entstehen, haben wir jetzt noch nicht im Detail erfahren, aber wir können es uns vorstellen. Damals als so, ja, sich da quasi dachte, hey, ich gebe Kyrie mein Herz und plötzlich flupp war er weg und kam ja quasi als Herzloser zurück. Das muss der Moment gewesen sein, wo Roxas entstanden ist. Das mit Sion macht mittlerweile auch Sinn. Auch ihr Aussehen, beziehungsweise am Schluss sogar das Aussehen von Sora. Der ist mir noch immer ein bisschen suspekt, der gute Kumpel. Namen ihr genauso, ob sie jetzt irgendwie in künftigen Teilen wieder auftauchen wird. Ja, nein, vermutlich vielleicht. Sion vermutlich nicht mehr, obwohl ich es mir sehr stark hoffen würde. Sehr, sehr stark sogar. Und ja, Fragen wurden geklärt. Fragen, die noch offen sind. Wie geht es Sora? Wie geht's Riku? Was ist mit Mickey? Wird er dabei sein, wenn Sora erwacht? Natürlich auch Donald und Goofy. Wobei ich mich frage, haben die jetzt echt die ganze Zeit auch gepennt? Oder haben die, weil von denen war eigentlich nie die Rede, bis auf die eine Szene da mit Riku und Mickey. Da wurden die beiden auch mal ganz kurz erwähnt, ansonsten nö. Sora, Donald, Goofy, kein Plan, wo die sind. Ja, Roxas, der wird wieder auftauchen, kann ich jetzt schon mal versprechen, weil ich mich an gewisse Dinge mit ihm noch erinnere. Da ich aber diesen Teil noch nie gezockt habe, noch nie gesehen habe, geben uns ein paar Dinge mehr Sinn von dem her.
Aber andere Sachen auch wieder nicht, weil, wie gesagt, Kingdom Hearts 2 haben zum Teil sehr viel wieder vergessen und eben nicht so aktiv gezockt, wie jetzt, wie bisher eigentlich die ganze Reihe war. Ja, was soll man sonst sagen? Ich bin sehr gespannt auf Kingdom Hearts 2. Eben auch die Entwicklung der ganzen Charaktere. Mickey, Donald und Goofy werden die drei auch wieder vereint sein, als das glorreiche Trio. Wie sieht's mit Riku aus? Wird er jetzt immer in der Ensem-Haut stecken? Kairi, was ist mit ihr? Ich meine, die waren auf Destiny Island. Ich meine, die Insel ist nicht so groß. Warum zum Henker hat man die anderen nicht gesehen? Also ich meine, die Freunde von Riku und Sora, da gab es auch noch so ein paar Typen. Kairi haben wir auch nie gesehen. Oder waren das auch bloß nur Erinnerungen? Wo man da am Strand war von Destiny Island. Das sind so Dinge, die man hoffentlich, glaube ich, zumindest in Kingdom Hearts 2 beantworten wird. Es gibt zwar bei Kingdom Hearts 2, es gibt auch noch 2 weitere Spiele, sogenannte Recode plus dann noch Birth by Sleep. Die haben aber mit diesen aktuellen Reihen jetzt nicht so viel zu tun. Wobei, ich glaube, Recoded schon zum Teil. Aber vor allem Birth by Sleep ist eigentlich eher, wenn ich mich richtig erinnere, ein Spiel, was vor allen anderen Spielen, also sogar noch vor Kingdom Hearts 1. Da geht es eher ein bisschen, ich glaube, Mickey kommt vor allem ein bisschen vor und Sora und Rico und auch noch einen Auftritt, aber als Kinder irgendwie. Ja, wie auch immer, ich bin schon sehr, sehr gehypt auf Kingdom Hearts 2 und kann jetzt schon mal sagen, es kommt bald. Also natürlich Kingdom Hearts Final Mix, ist ganz logisch. Da wollen wir natürlich auch ganz genau sein. So, und jetzt? Sehen wir noch irgendetwas? Ich fand es irgendwie geil, ein Kampf zwischen Mickey und Riku Ansem. Also es ist echt Riku Ansem, da muss man jetzt mal ganz klar sehen. Was zum... Warum stand Roxas in seiner neuen Tracht trotz mit dem Schlüsselschwert plötzlich vor Sora? Und vor allem der Witz an der Sache ist ja, Riku ist ja sichtlich gealtert, aber Sora irgendwie gar nicht, wa? Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen schräg. Gut, ich meine, was heißt sichtlich gealtert? Eigentlich ist ja nur ein Jahr vergangen. Mehr oder weniger, für ein paar zerquetschte weniger. So, ja, das war's. Kingdom Hearts 358 over 2 days. Ich kann auch fortsetzen, was kommt denn? Pitiful Heartless, mindlessly collecting hearts. Das ist doch der Anfang. Ja, also die Eröffnung. Oh Mann, ja, hier sind nochmal alle Kapitel, die man so machen könnte. Es war interessant. Bis auf den Fakt, dass ich nicht ganz verstehe, wie der Name des Spiels zustande kommt. Also 358, ja, das waren ja die Tage, wo Roxas noch, ich sag jetzt mal, der alte Roxas, oder beziehungsweise auch das 13. Mitglied war. Ein neuer Anfang, ja, aber warum das hat das mit dem Over 2 Days zu tun, weil es eigentlich 2 waren? Also waren ja Roxas und Sion. Und natürlich der letzte Tag wurde nicht gezählt, weil da war ja dann, ja, neuer Anfang, ein neuer Roxas von dem her. Es ist creepy, es ist seltsam. Aber vermutlich, wenn ich dann noch ein bisschen mehr darüber nachdenke, fällt es mir plötzlich ein. Das kann man vorstellen. So, Extras. Roxas Tagebuch. Gibt es jetzt so irgendwie wieder vereint? Ich bin... Wieso fehlen ein paar? Ich will wissen, ich bin ja fertig. Aha. An den Tag gab es aber gar nichts. Ja gut. Freunde. Das war's auch mit diesem Let's Show Projekt. Es ist kein Let's Play, wir haben ihn nicht gezockt. Klar, wir haben es abgespielt von dem her, das stimmt zwar, aber eigentlich hat man es uns eher gezeigt, was genau ablief. Damit haben wir die 1.5 HD Collection abgeschlossen. Mit Kingdom Hearts Final Mix, mit Kingdom Hearts Region of Memories, sogar mit Rebirth dabei oder Reverse, wie auch immer. Und nun auch Kingdom Hearts 358 over 2 Days. Das nächste Mal geht es also weiter mit Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir sehen hier Riku. Ist der das links im Hintergrund? Weil rechts im Hintergrund sehe ich dies. Mickey ist da, der hat ihm noch diesen komischen Anzug. Ja, okay. Wobei ich mich immer noch frage, warum zum Henker Mickey vom Aussehen her ein komplett anderes Schlüsselschwert als Sora. Hatte Roxas am Schluss ja auch, war plötzlich irgendwie, gut, er hat 2 Schlüsselschwerter, klar, noch eins von Sion könnte man jetzt vorstellen. Und es sahen trotzdem irgendwie total modifiziert aus, die beiden Schwerter. Interessant.
Ja, das hier, was das ist, kann ich mir ganz vorstellen oder nicht mehr daran erinnern, was Recode genau war. Aber ich glaube, es spielte irgendwie... Es war, ich glaube, Recode war irgendwie ganz, ganz seltsam. Ich weiß aber, es ist ähnlich wie 358 over 2 Days. Wieder eine Erzählung. Also wir können es nicht zocken, das Spiel hier unten wird uns einfach erzählt. Birth by Sleep Final Mixing gegen können wir zocken. Das, wie gesagt, ist die Vorgeschichte, das spielt noch vor Kingdom Hearts. Und man zuerst denken könnte, hey, das Roxas da drauf, aber nee, das müssen andere Charakter sein, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Jo, also, das nächste Mal, nächsten Projekt also, machen wir hier weiter. Wir sind zwar jetzt hier, dass Sora auch wieder gealtert ist. Genauso wie Kairi, der längere Haare, schick, schick. Müsste Rico den noch eigentlich auch gealtert sein, eigentlich alles müssen gealtert sein, wa? Der Abspann, wir können eigentlich mal den Abstand HD 1.5 angucken, wa? Weil jetzt haben wir die 3 Spiele durch. Mal gucken, was jetzt passiert. Will da gar nichts. Ernsthaft? Der Abspann sind die Credits, oder was? Moment, kann man das vielleicht irgendwie... Teilweise kann man es ja vorspulen. Nee, kann man hier jetzt nicht. Gut, ist ja kein Gesang, das heißt, ich kann es eigentlich laufen lassen. Wenn wir ganz ehrlich sind, also... Und zum letzten Mal, ich lasse ein bisschen laufen. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Hier soweit zu den ersten 3 Kingdom Hearts Spielen auf meinem Kanal. Nächstes Projekt wird also Kingdom Hearts 2 Final Mix sein. Wann es genau starten wird, da bin ich jetzt noch am Überlegen. Es könnte hinkommen, wenn meine Planung aufgeht. Müsste das ungefähr so der 10. Part gewesen sein. Das heißt... Es wäre gar nicht mal so verkehrt und durchaus im Machbaren, dass wir einfach sagen, hey, Alter, der Abspann ist das fies. Also, wir haben noch übersehen. Das ist ja Kairi. Das ist Roxas mit 9 Freunden? Alter, das ist gemein. Er hat den beinahe übersehen, hey. Hey, Simba, da waren wir auch noch nicht. Okay, das ist schon mal ein Vorgeschmack auf Kingdom Hearts 2, weil gewisse Charaktere erinnern mich wieder. Ja, wir sehen schon, so hat wieder mal krasse Aufgaben vor sich. Sogar mit dem Bein, auch nicht schlecht. Ex und Sora kämpfen gemeinsam? Faszinierend. Gut, Freunde, ich bin jetzt einfach mal so frech und sage Kingdom Hearts 2 bei mir auf dem Kanal ab dem 1. Oktober 2019. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.